Welkom tot het nächste programma. Mijn naam is Gabrielle Kroon en ik freue mich, dat u erbij bent. Het nächste thema is mijn hart 100% oder nicht. Wat is het wichtigste in ons leven? Wat is wat één wirklich telt? Diese Welt ist voll Leiden. Diese Welt ist eine Welt, wo man hastig verlieren kann oder hastig gewinnen kann. Du kannst vielleicht viel haben, du kannst vielleicht wenig haben, aber was telt één das Wichtigste? Und da sagt die Bibel ganz klar, dort ist, wo steht das mit mein Hart? Wo ist dein Hart? Die Bibel die lehrt dort, du kannst bloß auf 2 Seiten sein. Entweder du bist 100% für Gott oder nicht. Da möchte ich die lieber Tage fragen, bist du dir sicher, auf welcher Seite du bist? Bist du dir sicher, wo dein Hart steht, oder bist du noch auf halber Weg? Da möchte ich die lieber Tage Mut machen. Entscheide dich 100% für Gott zu sein. Sieh dir sicher, dass Jesus dein Retter ist. Wenn du das noch nicht getan hast, wenn du vielleicht nicht sicher bist oder du zweifelst, bin ich wirklich ein Kind Gottes, habe ich wirklich Gott 100% für mich, dann möchte ich die lieber Tage Mut machen. Bete Jesus, lud am als dein persönlichen Retter. Bad Vergebung von deinen Sünden, lud am für ein neues Leben. Dat is niet een bijzonder, niet een groot gebed. Dat heeft ook geen gezegd wo du beten kannst. Met die ene weer, bid persoonlijk te Jezus, lud am So in der Bibel, die lehrt das ganz klar. Wenn du dich als ein Christ nennst oder wenn du nu Jesus angenommen hast, als dein Herr und dein Retter, wenn du mit Gott gebet hast, zu Jesus gebet hast, dann lebt das. Wenn du sagst, ich bin ein Christ, ich habe das wahre Leben in mir, dann lebt das Leben. So, was ist ein Licht? Ein Licht kann nicht halb scheinen. Ein Licht ist entweder ganz an oder ganz aus. So, und so ist es mit uns Leben auch. Entweder uns Leben ist ganz für Gott oder nicht. In Epheser 5 steht dort geschrieben, dass wir im Licht wandeln sollen, dass wir in der Reinheit wandeln sollen, dass wir in dort leben sollen, was wirklich das Wort Gottes lehrt, dass wir nicht mit der Sünde mitgehen sollen, nicht in einem Punkt von uns leben. So wo ist der Unterschied, was für eine Punkt da jeftet in mein Hart? So ich kann Jesus abnehmen als mein Herr und mein Retter, aber mein Leben wies dort nicht aus. So ist zum Beispiel, ich möchte ein paar Seiten abwiesen oder ein paar Punkte, was uns Hart haben kann. Das ist so als ein Haus. Ein Haus hat mehrere Stufen. Und der erste Stufe, da schaut wie Jesus meistens an. Okay, ich will die Rading annehmen. Ich will die Rading haben von Jesus. So, das ist vielleicht die erste Stufe von deinem Hart. Die schaut Jesus an, du wirst den Segen von Jesus haben. Aber was sind all die anderen Stufen von meinem Hart? Da ist zum Beispiel, was sind meine Gefeiern? Sehe ich mit Gott aufrichtig, mit meinen Gefeiern? Rede ich aufrichtig mit Gott? Lebe ich aufrichtig meine Gefeiern aus? Und dann ist auch der nächste Punkt zum Beispiel, wo ist das mit meinem Partner? Wo ist das mit meinem Mann oder meiner Frau oder mit meinen Kindern? So lebe ich aufrichtig mit Gott. Das ist die nächste Stufe, die wir in uns Hart haben. So uns Hart, das Haus von uns Hart zu sein, dat is alles wat in mijn leven aangeht. Alles wat in mijn leven Part hat. So mein Partner, meine Kinder, die sind ein Part von mir. Überlebe ich rein und aufrichtig mit meinen Kindern, für meine Kinder oder mit meinem Mann. Lebe ich in Reinheit mit meinem Mann, in der Ehe, in der Liebe von Gott. So das ist so wichtig, dass wir aufrichtig leben können, auch für Gott. Für Gott nicht leben, nicht für Gott so tun, naja, mit mir ist alles gut, wenn ich will gut für Gott stehen. Bist du ganz aufrichtig, red mit Gott, alles durch, was du in dein Hart hast.
Dann der nächste Punkt ist meine Finanzen oder meine Arbeit. Dat Geld, met dat moet ik krijg zo oprechtig voor God zijn, als met al dat eeuwige. Zodat zijn verschiedenste stufen van mijn huis. Wo is God en al die punkten, leef ik in reinheid voor God. Wens dat is alles taub, al deze dingen taub, die buren mijn huis. Mijn huis, mijn hart, mijn stufen en mijn hart. En dan mocht ik die leven tegen vragen. Is die ganze hart rein voor God, oder bloos wesse stufen van die hart? Zoals ik am Anfang zei, eingeteilt, wo is mijn hart? Wo steht die hart voor God? Dat helpt nog niets, wanneer bloos krijgt die eerste stoel voor God ongeveer oprechtig is. En doorheen zijn alle andere stufen schwinsch in mijn leven. Dat is zo wichtig dat we komplett rein zijn voor God. God, die leeft ons met een ganzen hart. God, die wil ons zegenen met zijn herrlichheid. God, die verspreekt ons den Himmel. God verspreekt ons de redding. En ik mocht die vragen, wo steht die hart voor God? Wanneer du Twijfel hast, wanneer du denkst, okay, ik heb vielleicht een halben Christenleben gehad, ik heb het nu vielleicht niet 100% für God geleefd, dan mocht ik die beden, dat du met mij beten magst. Vader im Himmel, ik kom met een openet hart voor die. Met alle deuren open van mijn hart, van alle stufen, Vader. Ik mocht die aanladen, de Haar en de Radar van mijn leven te zijn. Ik mocht die aanladen, mijn hart durch te zeggen, dat te reinigen, mij te openbaren, wo ik dingen die vielleicht plitscheren, wo ik dingen wat versterken zijn, wat ik niet weet, wat ik ändern kan in mijn leven. En Heilige Geest, ik lood die aan. Reinigt mijn hart, rette mijn leven. En Jezus, ik mocht die aannemen als mijn persoonlijke Radar, als mijn Haar über mijn leven. En vergeef me, wo ik een halve leven op een weg geleefd heb, wo ik niet alles oprechtig en op voor die geleefd heb. Wasch me rein, wees me. En Heilige Geest, ik lood die aan en mijn leven de Herrscher te zijn, me den moed te geven en oprechtig te leven, voor God en voor alle andere mensen. En Jezus zijn namen. Amen. Lieve toehoorder, wanneer du voor God een oprecht hart hast, een rein hart voor God hast, en jeder stoel van die hart, dan kannst du ook een oprecht leven voor mensen hebben. Du kannst een oprecht leven voor die familie leven. En ik mocht die moed merken, dat loont zich. En dit is een zegen van God te leven. Dat loont zich in oprechtigheid te leven. En wanneer du vreugde hast oder een gebed brauchst, du kannst mir sehr schreiben. Mocht Gott die in deine Familie segnen.